Ready? Ready. Sehr nice. Welcome back zu einer weiteren Folge von «Zwischendurch». Heute mit dem Dries Vanderbocht. Vanderbocht, merci. Selbstständiger Webentwickler mit seiner Partnerin, mit Olivia, das Kollektiv Sunnyside Studio in Bern gegründet und vorher auf der ganzen Welt als Tauchlehrer unterwegs und jetzt als gebürtiger Belgier in Bern daheim. Genau. Welcome! Merci vielmals für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch heute, auf viele Insights zu, wie das ist, Selbstständigkeit mit der Partnerin aufzubauen, deine Vergangenheit als Tauchlehrer auf der ganzen Welt und was ist als Belgier jetzt hier in Bern zu leben. Super, freue mich. Sehr cool. Wenn wir vielleicht mal anfangen, warum das sie hier auf Bern verschlagen hat. Die Liebe. Die Liebe. Ja, das ist, ich habe mich für 10 Jahre verliebt in Olivia, meine Partnerin oder sogar Frau mittlerweile. Und ich habe nie gedacht, dass ich in der Schweiz landen würde, sogar noch ein Land ohne Meer, nur mal sehen, hätte ich nie gedacht. Stimmt, als Tauchlehrer, gell, ist genau. kontraproduktiv. Also. Genau, aber ja, für die Liebe macht man ja oft viel oder alles und deswegen bin ich hier gelandet und sehr, sehr froh, fühle mich auch sehr daheim hier in Bern oder in der Schweiz allgemein. Sehr cool. Wie lange seid ihr jetzt so stationär wieder hier zurück in der Schweiz? Ich glaube, jetzt sind wir etwa 2,5 Jahre, dass wir wieder vom Reisen zurückgekommen und dass wir wirklich auch Sunnyside gegründet und das Ganze angefangen und jetzt sind wir schon 2,5 Jahre hier und bleiben wir auch mal hier for the time being, würde ich sagen. Mal ein bisschen Wurzeln schlagen. Genau. Ein Umfeld aufbauen. So. Genau, irgendwann müssen wir da ja mit anfangen. Weil ihr habt euch unterwegs kennengelernt beim Reisen? Genau, auf einer kleinen Insel in Indonesien. Ich war dort am Arbeiten, Olivia ist als Kundin vorbeigekommen. Und es war Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Und wir haben ein paar Tage zusammen verbracht und irgendwie im Kontakt geblieben, immer wieder geschrieben. Und er immer mehr Kontakt, auch mit Zoom-Call oder WhatsApp anrufen. Und er ist mal zurückgekommen und haben wir beschlossen, hier ist etwas, mit die wenigen Zeit sind wir schon zusammen verbringt so haben. Instant Match irgendwie. Genau, das müssen wir irgendwie herausfinden. Führt das irgendwo her oder nicht? Ist bei euch auch schon recht früh klar gewesen, dass ihr jetzt zusammen das Kollektiv gründet oder zusammen arbeitet? Oder ist das etwas, was sich so ein bisschen daraus ergeben hat? Das ist sicher mit der Zeit gekommen. Das war am Anfang an überhaupt nicht klar gewesen. Also, das ist sehr spontan entstanden, würde ich sagen, mit der Zeit. Olivia ist immer schon im Bereich Entwurf, Design, Grafik gewesen. Ich bin ja auf dem Tauch ist etwas ganz anderes. Also, dass das überhaupt ein Match gibt irgendwann, ist nicht vorgesehen. Oder so. Ja. Ich wollte sagen, wie bist du von Tauchen auf Webentwicklung gekommen? Hast du vor dem Tauchen schon eine Vergangenheit gehabt mit IT, Webentwicklung und so? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nach dem Tauchen, sagen wir waren zusammen auch ein paar Jahre als Tauchpaar unterwegs gewesen. Olivia hat dann auch Tauchlehrerausbildung gemacht. Und irgendwann haben wir es ein bisschen gesehen, immer im Orten weit von Familie, von Freunden zu wohnen. Und dann entschieden, komm, wir würden mal zurück in Europa ziehen, oder die Schweiz oder Belgien. Aber ja, was mache ich denn in Belgien oder die Schweiz vom Arbeit? Weil ich habe nicht ein Diplom, ich habe Vergangenheit in gewissen Bereichen. Aber ich hatte immer Interesse an Computers allgemein und dann habe ich die letzten 2 Jahre beim Tauchen einfach selber beigebracht, um 4:30 aufstehen, 2 Stunden Programmieren lernen, dann arbeiten, wieder heimkommen, weiter auf dem Computer ein bisschen lernen, auf dem alten Laptop von meiner Schwester. Bis ich irgendwie das Gefühl hatte, gut, jetzt kann ich schon etwas. Und dann sind wir in die Schweiz gekommen und habe ich auch einen Job gefunden als Webentwickler. Das war noch nicht so eine Zeit, aber... Ah, du bist zuerst noch angestellt im Angestelltenverhältnis. Genau. Ja. Wirklich Erfahrungen sammeln irgendwie. Ja. Aber stell mir noch krass vor, wenn du morgen um 5 Uhr aufstehst und dann zuerst mal so, blöd gesagt, Code reinprügelst und probierst Fortschritte zu machen. Dann gehst du tauchen und dann nochmal herhockst. Weil ich bin selber leider noch nie tauchen. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinen Ohren. Ich kann nicht so Druckausgleich machen, leider. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass du komplett am Arsch bist, wenn du tauchen gehst. Nach 3-4 Tauchgängen bist du schon
schon müde, aber ja, du gewöhnst dich daran. Ich glaube, das ist mit jedem Job, wenn du es eine Weile machst, irgendwie auch sicher, wenn du einen physischen Job hast, du gewöhnst dich zu einem gewissen Maß daran, dass die Müdigkeit einfach dazugehört. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe, so ein Jahr lang 4 Stunden pro Tag studieren und dann nochmal 10 bis 12 Stunden arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen will. Noch ein bisschen jünger gesehen, noch ein bisschen mehr Energie gehabt. Genau. Ja. Wo hat das angefangen? Wo bist du dann gerade Tauchlehrer gewesen? Bei mir hat es alles in Ägypten angefangen, in Dahab, das ist in der Sinai-Wüste im Norden. Bin ich mal in die Ferien gewesen, habe ein bisschen Geld bekommen von meinem Großvater, wenn er gestorben ist. Es war wirklich nicht viel gewesen, aber es hat gerade gelangt für eine Tauchreise. Und dann bin ich in Dahab, habe ich meinen Open Water, wie es heisst, so die Standardkurs gemacht, einfach zum lernen tauchen. Und das ist mir irgendwie so gepackt. Es ist so eine... In eine andere Welt eintauchen. Ja, es ist unglaublich. Ich konnte mir es nie vorstellen vorher. Und ich bin daheim auch ein bisschen verloren, ist vielleicht viel gesagt, aber ich habe nicht gewusst, was mache ich jetzt. Die Beziehung ist zum Ende gekommen. Studiere so, ja, was will ich denn studieren, was nicht. Ich brauche mal eine Auszeit. Ich würde mal 1 Monat, 2 in Ägypten die Tauchkurs machen. Und ich bin dann, glaube fast ein Jahr später endlich wieder heimgekommen für ein bisschen. Ah krass, du bist ein Jahr wirklich dort in Genau. geblieben. Eine nach einer anderen Ausbildung gemacht und ja, endlich wieder etwas gefunden, wo ich meine Leidenschaft finde und das ich nicht mache, weil es von mir erwartet wird oder weil das ja einfach der gängige Weg ist. Einfach, da war mein Herz gewesen, und ich habe das einfach Freude daran gehabt. Ja. Und das habe ich lange nicht mehr gespürt und dann habe ich gesagt, hey, das musst du einfach nachvollziehen, mach das einfach. Ausnutzen und ja, so das Maximum rausholen. Genau, ist es ein halbes Jahr, ein Jahr, 10 Jahre, egal, aber jetzt fühlt sich das richtig an, so, warum nicht einfach das machen? Ja. Jetzt, ich kenne den Paddy, aber sonst so die Ausbildungen kann ich nicht so viel. Welche hast du so gemacht in diesem Jahr? Wie kann ich das vorstellen? Also Paddy ist sag mal, eine übergreifende Organisation, die Kurse anbietet und hast SSA und also noch ein paar andere. Ja. Und da hast du schon stufenweise der Open Water, so der Anfangstaucher, dann kannst du Advanced Open Water, dann kannst du ein bisschen tiefer tauchen, kannst vielleicht mal in ein Wrack einen Tauchgang machen, so ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Dann kannst du noch einen Rescue Diver machen, dann weisst du endlich, ja, wie kann ich jemanden retten im Unterwasser, wenn ein Notfall da ist. Und das ist eigentlich alles rekreational. Und dann kannst du als erste, sag mal, Berufsausbildung ist ein Dive Master. Wenn du das abgeschlossen hast, dann kannst du Leute mitnehmen unter Wasser und so einen Tauchgang führen, eigentlich, aber noch nicht ausbilden. Und dann der nächste Schritt wäre der Tauchlehrer. Und da kannst du auch wirklich die Leute, all die vorigen Kurse, die erklärt hast, auch die sag mal, unterrichten. Ja, die mitnehmen und ausbilden. Genau. Und du hast das Game eigentlich komplett durchgespielt, also du hast... Genau. Ich habe da und dann nach deiner Tauchlehrerausbildung kannst du noch all die Specialties, wie es heisst, wie man unter Scooters kann tauchen, bis 40 Meter runtertauchen, so verschiedene... So Special... Genau, so Sondersachen, so spezielle Sachen und die kannst du dann auch noch holen. Und wenn du noch weiter machen willst, kannst du natürlich auch noch, wie sagen wir das, Tauchlehrer für einen Tauchlehrer sein. Dass du dann den Instructor ausbilden kannst. Das wäre ein erster Schritt gewesen. Aber dort habe ich gesagt, gut, oder ich mache es jetzt noch 10 Jahre weiter oder ich mache etwas anderes. Und da ist Olivia im Spiel gekommen und die hat natürlich auch einen gewissen Einfluss auf das. Ja. Sonst, wenn sie nicht wäre, dann wärst du jetzt immer noch irgendwo auf der Welt unterwegs, am Reisen, irgendwo Tauchinstructor für Instructors. Schwierig zu sagen, aber es ist nicht unmöglich. Ich würde in jedem Fall nicht hier wohnen, wenn ich Olivia nicht lernen kenne. Ja. Genau. Du hast nicht dort auf der Sinai-Halbinsel angefangen. Bist du dann direkt weitergegangen oder bist du nochmal zurück auf Belgien? Ich bin nochmal zurückgegangen auf Belgien. Irgendwann ist es 20 Jahre her, hast nicht unendlich Vermögen, um so Sachen zu finanzieren. Bin ich nochmal zurückgegangen. Ich habe ein halbes Jahr, ein Jahr gearbeitet in einem Supermarkt. Irgendein der ersten Job, das ich gefunden habe. Hauptsache noch ein bisschen Geld machen, für dann wieder zum... Genau, und dann bin ich Richtung Asien gegangen. Ja, die beliebte Backpack-Destination für viele junge 20er, würde ich mal sagen. Ja. Und da bin ich dann in Indonesien gelandet. Und die Staatsgeschichte mit dem Tauchen weitergegangen für mich. Ja.
Dann bist du dort einfach als Instructor auch unterwegs gewesen und hast bei einer Tauchschule Leute ausgebildet, oder? Genau. Eigentlich wäre mein Plan gewesen, ein halbes Jahr, ein Jahr reisen und dann mal schauen, was ich noch weitermache. Aber ich glaube, ich war 6 Tage unterwegs gewesen. In der ersten Woche, dass ich in Indonesien habe ich einen Holländer lernen kennen, der hatte eine Tauchschule gehabt und wir hatten einen guten Klick gehabt. Und dann eigentlich so innerhalb von einer Woche bin ich wieder am Arbeiten gewesen, als Tauchlehrer dann. Und das habe ich dann, ich glaube, 1,5 Jahre durchgezogen. Und in den letzten Monaten habe ich dort Olivia lernen kennen. Ah, okay, dann du gerade in Indonesien und dann eigentlich so hat dann die Geschichte angefangen mit ihr und jetzt... Genau. Es ist fast so, wie sagt man das? Ich war ein Jahr lang, 1,5 Jahre auf der Insel gewesen. Es ist der Honeymoon Island, Gili Meno ist der bekannte Honeymoon Island. Und nach 1,5 Jahren habe ich gedacht, hey, ich bin schon jetzt lang Single, hier auf dem Honeymoon Island würde ich ja nicht den Partner finden, weil alle Paare. Genau. Und wie das entschieden, ich glaube 3-4 Wochen später ist Olivia vorbeigekommen und habe ich dann gleich eigentlich meinen Partner für das Leben dort gefunden. Das ist immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, gell? Genau, so kann man sagen, ja. Ist das Gili Islands, also Lombok ist das, gell? Genau, zwischen Lombok und Bali hast du ja so 3 kleine Inseln. Gili Trawangal, das ist die typische Partyinsel. Ja. Und dann ist Gili Air, das ist so ein bisschen zwischen, so ein bisschen Party, aber auch nicht mega viel. Und dann Gili Meno ist so wirklich eine ruhige Insel, wo nicht so viel los ist, alles geht ein bisschen langsam. Eben Honeymoon Island. Der Honeymoon Island, genau. Ja. Wo bist du sonst noch unterwegs als Tauchlehrer? Ist das so ein bisschen deine Mainstation gewesen? Das waren sicher die 2 grössten Stationen. Ich bin dann nochmal mit Olivia zurück zu mir Gili Meno gegangen, 2 Jahre später, und hat sie dort auch weitere Ausbildungen gemacht. Ja. Ich war noch ein paar Monate in Thailand, Koh Phangan. Das ist auch so eine bekannte Tauchinsel. Und dann bin ich auch nochmal zusammen mit Olivia im Süden von Ägypten, in Richtung Marsa Alam. So wirklich gegen ganz runter in den Süden von Ägypten haben wir auch zusammen noch ein Jahr gearbeitet. Okay, aber dann seid ihr lange noch zusammen unterwegs gewesen und die Welt bereist? Ja, das, ich glaube, in die 10 Jahre, dass wir zusammen sind, etwa 5 oder 6 von denen sind wir schon im Ausland gewesen und nicht in der Schweiz oder Belgien. Krass. Wo seid ihr so durch oder was habt ihr so durchgemacht? Ich glaube, das erste Mal, wenn wir weg waren, ist so auch wieder Südostasien, Philippinen sind wir lang gewesen, 4-5 Monate, dann wieder mal ein halbes Jahr Indonesien gewesen, dann noch ein bisschen dort rumgereist. Und dann hat Olivia Tauchlehrer-Ausbildung gemacht in Ägypten, in der gleichen Tauchschule, die ich das auch gemacht habe. Und dann sind wir zusammen im Südteil von Ägypten gegangen und haben dort nochmal ein gutes Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, gearbeitet, auch beide als Tauchlehrer. Und dann sind wir zurück in die Schweiz gekommen. Und dann hat das Tauchen ein bisschen sag mal, einen Rückschritt genommen. Und dann sind wir nochmal zusammen 1,5 Jahre auf Zentralamerika gegangen. Das war nicht zum Arbeiten, nicht zum Tauchen oder nicht hauptsächlich zum Tauchen. Aber haben wir einen Camper gekauft in Mexiko, im Norden von Mexiko. Okay. Und sind wir so 1,5 Jahre lang ein bisschen crisscross hin und her gefahren bis Costa Rica, den Camper wieder verkauft und zurück in die Schweiz gekommen. Ja, du hast ein bisschen mit Amerika mitgenommen und einfach das Leben gelebt, blöd gesagt. Ja, die mal nicht arbeiten, 1,5 Jahre einfach gemacht, was wir gerne gemacht haben. Aber da hat er unterwegs eigentlich meistens als Tauchlehrer gearbeitet und nicht Grafik- oder Webentwicklung? Nein, immer als Tauchlehrer. Olivia hat ab und zu mal für das Tauchcenter sag mal, ein T-Shirt-Design oder ein neuer Poster-Flyer, das sie braucht im Nebensaison. Hat sie schon ab und zu mal Sachen gemacht, aber bei mir war eigentlich 100% nur am Tauchen. Ja. Und einfach nebenbei im Learning by Doing immer ein bisschen irgendwelche Workshops und so gemacht, oder wie hast du denn dann? YouTube. YouTube, ja. Ja. Ich würde sagen 90% YouTube und dann noch so 1-2 andere Online-Kurse, aber es ist krass, was du heutigen Tag online selber kannst beibringen. Ja. Ich glaube, wenn du nicht Arzt und so, ist natürlich noch etwas anderes natürlich, aber wie Videografiker oder für Marketing, du kannst so viele Sachen online lernen, vielleicht nicht alles auf YouTube, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und die habe ich so viel wie möglich ausgenutzt, würde ich sagen. Ja. Also ja, so viel von meinem Knowledge irgendwie über YouTube gewonnen, über irgendwelche Videos, egal ob jetzt Videografie, Marketing oder auch hier How to build a Podcast Setup, was immer.
Ich glaube, das ist einfach am Schluss wichtig, dass es dann auch umsetzt und probierst, gell? Wenn du nur Videos schaust, das ist das Loch, das muss man aufpassen. Das habe ich auch ein paar Mal genau das erlebt, dass du so, ja, jetzt habe ich stundenlang Videos geschaut, aber was mache ich jetzt mit dem? Ja. Ja. Und es ist auch nicht, also, ja, nicht jedes Video hat den gleichen Wert. Finde ich, oft schaust du ein Video eine halbe Stunde, am Anfang sind sie mega langsam und sagst, ja, mach mal ein bisschen vorwärts und plötzlich, als ob du schon 3-4 Jahre Erfahrung hast, so, ja, und jetzt machen wir das so, oh, warte, wieso bist du vom A nach B gegangen? Ja. Es ist nicht immer einfach so einen guten, sag mal, Online-Teacher zwingen in dem, aber es ist halt nicht so ein Workshop, der von A bis Z wie durchgeplant und aufgebaut ist, sondern auch ein bisschen, ja, sprunghaft, oder? Genau, es ist so ein bisschen, und er das Teil dort mitnehmen und wie du sagst, musst du es selber irgendwie umsetzen, um dann auch die Erfahrung zu sammeln und all die Wissen von all die Orten ein bisschen zusammenzubringen. Ja. Kannst du irgendwelche gute Webentwicklungs-YouTuber droppen, die viel davon gelernt hast? Kommt dir da noch irgendein Name in den Sinn? Oder gibt es vielleicht auch jetzt noch solche, die schaust? Das letzte Jahr habe ich mir ein Abo für, ich glaube, Code Academy heisst das. Und die machen auch, mittlerweile hast du auch so mehr Kurse, wo du wirklich auch den Code eigentlich kannst einfüllen schon. Du musst nicht in einem separaten Programm unter YouTube neben schauen, ist einfach Video und dann hast du den Code-Editor im gleichen Bildschirm und das finde ich sehr gut, sicher für so ein bisschen Ahnung zu bekommen und ein bisschen Basiswissen. Mit dem wirst du vielleicht nicht Überprofi in den bestimmten Bereichen. Aber wenn ein Interesse da ist, ist das ein sehr guter Ort zum Starten, so wie Code Academy. Ich glaube, für 100 Stutz, das ist ein Jahresabo. Direkt eine Plattform eigentlich, vom Java, C++ oder JavaScript oder willst du AI, Machine Learning. Es gibt so viel Kursangebote und wenn dann etwas ist, das mache ich eigentlich mega gerne, dann kannst du noch immer wirklich einen Lehrer suchen oder einen Kurs im Real Life. So, ja, genau. Ja. Aber witzig, weil was ist das, 2014 bis 2018 oder so, habe ich Mediamatiklehre gemacht und Mediamatiker ist Webentwicklung auch ein Teil davon. Über 90% von dem alles wieder vergessen. Ja. Aber HTML, CSS, JavaScript, PHP und SQL war auch ein grosser Teil. Und ich habe dort auch viel Code Academy oder einfach so Plattformen gebraucht, um mir dann das so ein bisschen Basics beibringen, dass ich immerhin in der Schule so ein bisschen mitkomme. Dass ich nicht nur Hello World arbeite, sondern auch noch ein bisschen mehr. Ja, cool, hast du wenigstens das schon mal in der Schule gehabt. Das bei uns ist Computerlektion ist Word, Excel, PowerPoint, Punkt. Ja. Ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, was Programmieren beinhaltet, bis ich das x Jahre später außerhalb von der Schule so geht das aus. Und dann ist so die Interesse aufgekommen. Ja. Aber das Gefühl, gerade so die Affinität für Online, für Internet und IT, hast du das vorher schon ein bisschen gehabt? Weißt, hast du vielleicht auch auf YouTube-Videos zum Tauchen geschaut oder selber irgendwie? Ja, also zum Tauchen habe ich sicher auch YouTube und so genutzt, um einfach das Wissen. Du musst ja jeden Tag bist am Ausbilden, du musst etwas zu erzählen haben an den Leuten über Fischen oder auch über das Equipment, das wir brauchen und so. Da habe ich sicher viel YouTube und online gelernt. Und früher habe ich auch gerne mit Computersachen gemacht. Also, ich weiss noch, mein Papi den ersten Computer heimgebracht. Wow. Dann vor Spotify und Netflix, so Sachen wie LimeWire, Kazaa, sind wir auch immer, ich und 2-3 Freunde die Ersten gewesen, die so das haben gewusst und herausgefunden, so bei uns sag mal, im Quartier. Ja. So, immer eine Liebe für Computer, aber wirklich Programmieren habe ich viel später entdeckt. Das ist ja auch noch eine ganz andere Welt, gell? Ist etwas anderes, als einfach ein bisschen online schauen, was momentan so trendy ist. Genau. Das ist schon so. Der hat jetzt vor 2 Jahren, hast du vorhin gesagt, hat er Sunny Side Studio gegründet? Ja, fast auf den Tag, ja. Fast auf den Tag? Ja, im Januar, für 2 Jahre haben wir gegründet, ja. Am 10. Januar oder so, ja. Sehr geil. Wie ist die ganze Journey jetzt so? Wie würdest du es so beschreiben? Sehr intens, sehr lehrreich, finde ich auch. Ich habe sehr viel über mich selber gelernt, über die Beziehung mit Olivia. Das ist ja meine Partnerin, das war natürlich eine grosse Herausforderung gewesen. Auch in dem Sinn Partner zu werden, nicht einfach so Lebenspartner, aber auch Geschäftspartner. Das ist
Das haben wir ein bisschen unterschätzt am Anfang, dass das etwas ganz anderes ist. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir unseren Weg gefunden und macht das für uns. Das stärkt uns noch. Ich finde, das ist ein grosser Plus bei uns in der Firma als etwas Negatives, würde ich sagen. Geht ihr gut von privat und geschäftlich trennen? Ist das so ein bisschen eine Hürde am Anfang, oder? Ja, ich würde sagen, die Hürde ist in jedem Fall, weil jetzt plötzlich bist du mit dem Geschäftspartner über den Tag am Reden und mit dem willst du ja oft anders reden als mit deinen Lebenspartnern, wo immer so ein bisschen die Liebe da ist und du versuchst da zu sein und du versuchst irgendwie unterstützend zu sein, aber als Geschäftspartner hast du oft komplett unterschiedliche Meinungen und musst ja gleich wieder Zusammenfinden und irgendwie Kompromiss. Genau. Ja. Da haben wir fast den Geschäftshut aufsetzen und dann am Abend auch wieder absetzen. Obwohl eigentlich du am Tag wie sagen wir, im Stubentisch am Arbeiten bist und am Abend bist du auch dort am Essen. Das ist genau der gleiche physische Ort, aber du bist zweimal als eine andere Person dort eigentlich. Ja. Ich glaube, das wäre auch das, was mir am schwersten würde fallen. Weil du jetzt schon mit meiner Freundin recht viel über Arbeiten und so reden. Mhm. Und wenn wir dann noch zusammen am gleichen arbeiten und ein gleiches Ziel verfolgen irgendwie, Mhm. ich glaube, dann wäre es mir fast zu viel. Aber ich glaube, das ist sicher ein Skill, wo man die Zeit auch lernst, oder? Genau. Die verschiedenen Personas einzunehmen irgendwie. Genau, also ich würde nicht sagen, dass es vielleicht für jedes Paar die optimale Lösung ist, auch noch zusammen zu arbeiten, wenn du schon zusammen ein Leben hast. Aber für uns, wir haben immer vom Tag 1 eigentlich zusammen gewohnt, zusammen gereist, in anderen Tauchschulen zusammen gearbeitet. Und es hat immer das Gefühl gehabt, ja, eigentlich passt das mega gut, dass wir so viel zusammen machen. Und wenn wir schon mal zusammen im anderen Unternehmen arbeiten, wieso nicht eigentlich unser eigenes Unternehmen kreieren? Selber ein Baby und das Genau, voranbringen. So. genau. Ja. Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss, wenn man mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen gründet? Die wichtigsten Eigenschaften. Ich glaube, am Anfang sicher ein bisschen Geduld ist es gegeben. Und dann, ja, irgendwie das schon switchen zwischen jetzt bin ich mit dir am Reden, als wir reden über Sunnyside, über das Unternehmen, oder jetzt rede ich mit dir als Dries oder Olivia als Partner, und da schon einen Unterschied können machen. Wie du sagst, du mit dem Partner, auch wenn du nicht zusammen schaffst, ist kannst ja oft über das Arbeiten reden, obwohl du beide etwas anderes gemacht, aber wenn es beide das Gleiche macht, dann gibt es auch eine lustige Dynamik, weil du kannst ja immer, sie weiss genau, wenn ich etwas sage, weiss sie sofort, über was sie reden. Ja. Es hat mega viele Vorteile. Welche Projekte, welche... Genau. Vielleicht ein Nachteil, ich kann nicht über meine Mitarbeiter lästern, für ja nur einen und sie hockt immer dabei. Aber sonst, ja. Und was gibt es noch? Ja, gute Eigenschaften, dass wir können brauchen als Paar zu arbeiten. Ich glaube, das, ja, Geduld, Verständnis. Kommunikation ist Kommunikation, sehr wichtig, ja, dass man das einfach so ein bisschen gemastert hat. So. Genau. Das würde ich im Voraus sicher anschauen, wenn jemand sich überlegt, mit dem Partner ein Unternehmen zu gründen. Schauen, dass du zusammen gut kannst reden. Und vielleicht ist das ja noch jetzt übergreifende Kommunikation, aber auch wenn mal eine Uneinigkeit oder ein Streit da ist, dass es nicht tagelang weiterziehst. Das ist einfach eine halbe Stunde, jeder hat seinen Moment und er wieder zusammenhocken, okay, jetzt... Mit ein bisschen ruhigem Kopf so... Ja, jetzt würde man auch nicht noch einen ganzen Abend so und du hast und ich habe und du musst und einfach zusammenhocken, was ist das Problem, ausreden, fertig und weiter geht's. Genau. Wir haben ein paar Mal überlegt, also ich und meine Freundin, ob wir zusammen mal so testweise-mässig irgendwie so Pop-up etwas machen wollen. Und eben wir können auch gut kommunizieren miteinander und man hat eigentlich schon Bock, irgend so etwas anzureissen. Von dem her, ich glaube, so etwas mal cool, etwas testweise-mässig Sicher, ja. Also, mal zu machen. Genau. Ist ja bei euch eigentlich auch mit der Tauchschule und so weiter, ist ja auch mal so ein bisschen Annähern gewesen, ob so zusammenarbeiten. Ja, unbedingt. Also mal etwas, das auch begrenzte Zeit ist, um mal auszuprobieren. Wie du sagst, ein Pop-up ist ja immer begrenzte Zeit. Das glaube ich, wird sicher ein guter erster Schritt sein. Auch bei uns, Sunnyside, wir sind
Wir haben nicht am Tag 1 mit Tauchen ist es gut gegangen zusammen. Jetzt wird es natürlich auch mit Webseiten und so funktionieren. Wir machen das. Wir haben auch noch einen Zwischenweg während der Reise mal ein Projekt gehabt für eine Familie. Die brauchen eine Webseite. Ja, ich kann eigentlich programmieren, du bist ja Grafikerin. Wäre eigentlich cool, das jetzt für ihn zu machen. Und so mal haben wir auch schon so ein paar Testprojekte gehabt und immer gemerkt... Schon probiert und... Genau, und dann, wenn wir zurück sind in die Schweiz, haben wir gedacht, eigentlich ist das, was wir beide so gerne machen. Wieso ziehen wir das jetzt nicht weiter hier in Bern, wenn wir ja hier bleiben. Und dann haben wir eigentlich so eine Seite gegründet. Ja. Vielleicht noch schnell so zu dem, was ihr anbietet, zu dem, was ihr macht. So wie ich es verstanden habe, eben Webseiten und so ein bisschen der Gesamtauftritt für Unternehmen, oder? Kann man das so beschreiben? Genau, der Gesamtauftritt. Olivia hat den Hintergrund als Grafikerin, Art Director. Also sie macht auch alles, was mit Flyers, Broschüren, Magazinen, Entwurf und so. Corporate Design mäßig. Corporate Design macht sie auch sehr gerne. Das ist eigentlich so Corporate Design ausarbeiten und dann das auch zum Leben bringen. Und da ist, glaube ich, unser Lieblingsmedium ist eine Webseite, wo wir dort auch beide in unsere Welten zusammenkommen. Und das ist, ich finde, so cool, wenn er eine fertige Webseite, die ein bisschen animiert ist, die ein bisschen die Message überbringt, wo die Leute auch Spass haben, das mal anzuschauen und auch morgen noch wissen, weil du bekommst ja so viel Input jeden Tag. Wenn wir eine Webseite schaffen, wo jemandem in einer Woche noch mal das ist eigentlich cool gewesen, das ist noch irgendwie im Kopf so. Ja, dann glaube ich, haben wir schon mal einen grossen Teil des Jobs gut gemacht. Und es ist ja auch mega cool, als Team bei so einem abgeschlossenen Projekt zurückzuschauen, oder? Um zu sehen, wie so ihre Ideen und Inputs mit deiner Arbeit zusammen so ein komplettes Produkt ergeben. Genau. Ja. Was ist so das, wo am stolzesten darauf bist, was du bisher gemacht hast? Hast du so ein Lieblingsprojekt? Ich würde sagen, bis jetzt haben wir für Look Up Hongkong, das ist so ein Verein im Hongkong, für Leute dazu bringen, ihre Kinder erziehen mit weniger Smartphone-Zeiten, weniger am Handy, mehr draußen sein und so. Und dass wir hier als kleine KLG in Bern irgendwie eine Anfrage haben bekommen aus Hongkong und dann auch dürfen ausführen und dass sie auch mega zufrieden sind und dass jetzt der Verein auch mega anschlägt dort und mega viel, ja, dass es zum Leben kommt, dass die Eltern interessiert sind. Ja, genau. Ja. Das hätten wir nie gedacht, dass das wird klappen. Wir haben für Smartphone Free Childhood in der Schweiz, der auch hier Verein, und das haben wir eigentlich erst gemacht. Sag mal, die Gründerin vom Verein ist auf uns zugekommen, hat gesagt, ich habe nicht viel Geld, das ist das, aber ich würde gerne eine Website und das Logo. Ich habe gesagt, cool, das machen wir, das ist so ein unterstützenswertes Projekt. Und aus dem ist dann das mit Hongkong gekommen. Und da sind wir schon stolz, dass wir eigentlich bis so weit raus, ohne dass wir einander... International unterwegs und... Ja, genau. Sie haben auch gewisse Challenges, gell, mit Sprache, mit Zeit und so weiter. Genau. Wo alles auch irgendwie als Team musst meistern. Ja, genau. Hilft es euch ab und zu noch, dass Olivia wie ihres Department mäßig hat und du dies? Oder seid ihr wie noch zu klein, dass man das sagen kann, so, ihr redet nicht miteinander und jeder macht sein Ding und dann kommen wir zusammen? Zu einem gewissen Maß hast du schon recht. Also ich mache ihre Entwicklung, sie macht den Entwurf und das Design. So ein grosser Teil der Zeit hocken wir zwar im gleichen Büro, aber macht jeder eigentlich sein Ding und er am Mittag mal schnell zusammenhocken und was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht und dann können wir einander ein bisschen helfen, ein bisschen Input geben, ein bisschen Feedback. Aber ja, wie du sagst, eigentlich ein grosser Teil des Tages bist du gleich noch dein eigenes Ding am machen, ob das jetzt ein grosses oder ein kleines Team ist. Ja. Dein Know-how irgendwie das Maximum rausholen. Für dich als Belgier und vorher ja noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Schweiz, was sind so Challenges gesehen, direkt in der Schweiz zu gründen, ist ja also auch als Schweizer ist es nicht einfach. Ein paar Challenges. Ich würde sagen, eine grosse Challenge ist, ich habe ja nicht ein grosses Netzwerk, ich habe nicht die ganze Jugend hier, die ganze Vergangenheit. Das ist sicher etwas, das
das musst du aufbauen und das Zeit braucht. Ich habe auch nicht im Schweizer Unternehmen anders sonst gearbeitet. So ist es eigentlich, dort bin ich wirklich von null gestartet. So, das ist sicher eine Challenge. Das stimmt, das ist schon noch etwas, weil also ja, ich kann profitieren von den Leuten, die ich von Lehre habe, gell? Genau. Und von, oder sogar schon Schulzeit vorher. Das ist noch schwierig, wenn... Ja, weil plötzlich sind all die jungen Leute machen ihren Weg und landen in verschiedenen Unternehmen und haben alle Bedürfnisse nach das oder das. Ja. Natürlich, Olivia hat schon das Vorteil. So, ich würde sagen, das ist nicht, dass wir zusammen von null haben angefangen. Hast du den Vorteil, dass du sie hast, wo... Genau, Ja. genau. Aber wenn wir beide hier aufgewachsen sind, hätten wir natürlich das Netzwerk wäre doppelt so groß gewesen. Ja. Ich würde sagen, das war die grösste Herausforderung für mich am Anfang. Irgendwie, weil am Schluss, wenn du ein Unternehmen gründest, niemandem wartet auf dir. Es gibt ja genug Agenturen so. Und die all die Sachen machen, die wir machen. Also, niemandem wartet auf dir. Aber ja, also, es gibt viele Leute brauchen ja schon eine Webseite. Also, wieso kann ich es nicht machen? Also, es ist, ja. Du musst einfach raustragen und Netzwerk aufbauen. Gell? Genau. Es braucht halt ein bisschen Zeit und Geduld wieder. Die Geduld kommt immer wieder zurück. Ja. Aber hat dir das auch geholfen beim Sprachlernen? Weil auf dein Berndeutsch für jetzt die 2 Jahre bist du in der Schweiz, oder? Mehr oder weniger regelmäßig? Ja, also ich würde sagen, alles zusammen. Ich bin jetzt 10 Jahre zusammen mit Olivia und in diesen 10 Jahren sind wir etwa 3,5, 4 Jahre immer wieder in die Schweiz? In die Schweiz. Und dann bin ich, sag mal, 2 Monate hier, und dann bin ich wieder 3 Monate in Belgien, 2 Monate hier und so immer hin und her. Also wenn ich alles zusammenzähle, bin ich, glaube ich, etwa 3,5, 4 Jahre in der Schweiz gewesen, bis jetzt. Und dort haben wir immer auch mit Kolleginnen und Kollegen von Olivia Kontakt gehabt und dann über Learning by Doing Sprache gelernt. Ja, Schweizer Kurs gibt es ja auch noch nicht. Das kann man nicht, die Ausbildung kann man noch nicht, soweit ich weiss, machen. Sprache also ist sicher eine Schwierigkeit am Anfang gewesen. Mein erstes Jahr in der Schweiz habe ich bei den Schwiegereltern gewohnt. Und sie haben gesagt, wenn du hier in der Schweiz einen Job findest, kannst du ja bei uns wohnen. Und dann habe ich einen Job gefunden im Tramdepot, das alte Tramdepot in Bern. Ja. Witzig. Hinter einer Bar. Ich habe kein Wort Deutsch oder Schweizerdeutsch geredet. So einfach, ich glaube, wir haben 7, 8 Monate dort gearbeitet. Einfach zugelassen und alles aufgenommen. Und dann habe ich so ein bisschen verstanden. Es braucht viel Zeit, um Schweizerdeutsch wirklich können. Nur mal, auch wenn du nicht Hochdeutsch kannst reden, um dann Schweizerdeutsch zu verstehen, ist nochmal schwieriger, habe ich das Gefühl. So, das waren die ersten Schritte gewesen. Und dann, lustigerweise habe ich Hochdeutsch gelernt in Ägypten, in einer Tauchschule, wo wir gearbeitet haben. Die etwa 90% der Kunden waren Deutsche gewesen. Und dort habe ich auch Learning by Doing, einfach Hochdeutsch gelernt. Und dann hatte ich so eine gewisse Basis gehabt. Und dann, wenn wir zurück sind in die Schweiz. So, wir sind wieder back. Wir hatten kurz schnell ein technisches Problem gehabt, beziehungsweise die Speicherkarte ist voll gewesen. Schnell müssen löschen. Und jetzt sind wir da. Wir sind stecken geblieben bei, wie du Schweizerdeutsch lernst. Du hast erzählt, wie Deutsch doch schwieriger ist als Schweizerdeutsch. Umgekehrt ist es, wenn ich Hochdeutsch habe gelernt habe, ich gedacht, okay, jetzt habe ich Hochdeutsch, jetzt kann ich auch Schweizerdeutsch lernen oder besser verstehen. Aber da bin ich schon ein bisschen falsch gewesen, meiner Meinung nach. Weil das Schweizerdeutsch ist nochmal so etwas anderes, so viel wird zusammengeklebt oder ihr habt so viele Wörter für alles. Hat er x verschiedene Wörter, ist noch jeden Tag, dass ich das Gefühl habe, so, was, das habe ich noch nie gehört. Und Dialekte, gell? Ja. Viele Dialekte. Genau, zum Glück so mein Umkreis ist wirklich so Berndeutsch. So, das habe ich einigermaßen draussen, aber ja, Zürichdeutsch oder Walliserdeutsch. Und ja, es gibt noch lustige Dialekte in der Schweiz. Aber ja, absolut, da habe ich sogar Schwierigkeiten. Gell? Irgendwo Walliserdeutsch oder Graubündels oder so. Dann wird es auch für mich schwierig. Ja. Ich finde es mega schön, dass so die Dialekte, jeder auf seine eigene Art, so noch ein kleine Fläche, so eine Vielfalt an Sprachdifferenz, das finde ich mega schön. Das ist schon cool. Gibt es im Flämischen innen auch verschiedene Dialekte? Ja. Oder? Genau, also wir haben
sag mal, 10 Kantone sozusagen in Belgien. Die Hälfte von denen sind französisch, die Hälfte etwa flämisch. Und sagen, jeder Kanton, jede Provinz heisst das bei uns, hat auch seinen eigenen Dialekt. An der Küste ist sehr schwierig zu verstehen. Also sagen, ja, relativ schwierig zu verstehen. Und dann im Osten wird immer der Witz gemacht, dass ich mega langsam rede, dass ich immer Zeit brauche. Und wo ich bin aufgewachsen, so ein bisschen in der Mitte, Rand von Brüssel, das ist so wir sagen das neutralere Dialekt am einfachsten zu verstehen. Wie einfach wär's jetzt für mich als Schweizer Flämisch zu lernen? Was würdest du sagen? Also meine Frau redet fließend Flämisch. Ah, schon? Ja, die hat nie in Belgien gewohnt. Wir haben, wenn du wirklich Interesse hast, Flämisch zu lernen, wir haben mega viele Serien und Filme. Ich finde die Fernseh- und Filmindustrie in Belgien, also im flämischen Teil, obwohl es klein ist, finde ich hervorragend. Wir haben so viele coole Sachen und hat meine Frau auch gefunden und wir schauen eigentlich fast immer flämische TV statt Schweizer TV. Und mit dem und ein bisschen Comics lesen und so. Und jetzt ist Olivia, ja, wenn wir auf Belgien gehen, rede ich mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, rede ich von Flämisch. Ja. Ja, krass. So ist es sicher machbar. Ja, das ist in mir der Fall. Die einzige Serie oder der einzige Creator, den ich so aktiv schaue von Belgien, ist Average Rob. Ich Ja, weiß nicht, ob das etwas ja, sagt. ja, Das ist unbedingt. einer von der grösseren, glaube ich. Ja. Macht aber mittlerweile auch fast gar keinen Content mehr auf Flämisch, sondern das meiste auf Englisch. Ja. Aber das ist schon witzig, ab und zu mal so ein bisschen Pieces und Bits irgendwie rauszuhören. Ja, ich liebe ihn, der Average Rob und sein Bruder Arno the Kid. Arno the Kid, Ja, genau. ich folge sie auch so lange. Ich glaube, das ist so der einzige flämische Content Creator, dass ich wirklich, wenn der ein Video rausbringt auf YouTube, dann... Geht direkt schauen. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Jetzt hat er über den Turbocross, das immer, vielleicht hast du das schon gesehen. Ja, genau. Ja. Dort Ja. haben sie etwas Krasses auf die Beine gestellt. Turbocross, nur schnell zu erklären, das ist auch so ein bisschen, eigentlich auch fast ein Nationalsport in Belgien, oder? Also Cross... Ja, Cross-Cycling. Cross-Cycling, genau. Ist auf einem kleinen Bit, auf einem Feld, Rundkurs, wo mit dem Velo abgefahren werden, mit Hindernissen, wo man da mal muss irgendwie drüber steigen oder so. Ja, mal durch den Sand, mal ein Bächlein überkumpen oder so. Ja. Genau. Und das belgische Wetter ist meistens auch noch ein grosser Faktor bei diesen Rennen, weil sie eher im frühen Frühling, wintermässig rum sind. Ja. Wenn das Wetter am wenigsten gut ist, dann wird das gemacht. Ja, richtig garstig. Mhm. Und genau, da gibt es eben das Turbocross vom Average Rob organisiert. Und das ist noch eine Stufe drüber, würde ich mal so sagen. Ja, zum Extremen treiben. Ja. Ist das fast ein bisschen wie Fußball? Oder also weißt du, dass so die Leute auch cyclingmässig früher in Vereine gehen und so? Oder? Ja, ich würde schon sagen, also Fußball ist wahrscheinlich in Belgien noch immer Nummer 1. Aber nach meiner Meinung, ich kann ich nicht zahlen, aber nach meiner Meinung ist es so Cyclocross und einfach Bahnvelo. Wie immer auf Deutsch? Bahnvelo fahren? Bahnvelo, ja. Bahnvelo sind sicher die Nummer 2 und 3. Ja. Es gibt oft auch mega viele Profis, die beide machen, wie Wout van Aert, Mathieu van der Poel und noch verschiedene, die einfach auf der Straße und wenn im Winter sind sie im Feld am Fahren und die machen einfach das ganze Jahr durch. Es sind auch gewisse Skills, die sie mitnehmen können. Ich meine, Genau. Es ist ja auch extrem viel Bikehandling und so, wo man aus dem Cyclocross kann ableiten so. Genau, und das sind sicher die Helden von Belgien und dementsprechend sind natürlich auch mega viele Kinder, die Sportler natürlich anfangen und die schon als junge Kinder dabei sind bei das. Ja. Bist du eher Team Fußball oder Team Cyclocross gewesen? Ja, immer Basketball gespielt. Basketball? Aufgewachsen. Nein, ist etwas anderes. Ja, das war überhaupt nicht der Top 5 Sport in Belgien gewesen. Jetzt aber, wir haben mit den Frauen, die ist schon 2-mal EM-Meister nacheinander geworden, der Belgian Cats. Und ich habe das Gefühl, jetzt bekommt endlich Basketball auch einen kleinen Platz unter den schönen Sport in Belgien. Aber wenn ich aufgewachsen bin, ist es auch Fußball mit Abstand Nummer 1. Und dann ist das Velo gekommen, aber Basketball war irgendwo unten dran. Ja, ähnlich wie in der Schweiz auch. Gell? Wir haben auch einfach Fußball Nummer 1 und dann Eishockey ist kommt bei euch noch. Genau. Ja. Hey, sehr cool. Merci vielmals für das spannende Gespräch. Sehr gerne, merci für die Einladung. Jetzt noch schnell für alle, die Sunnyside Studio noch ein bisschen mehr erfahren wollen oder vielleicht sogar mit euch zusammenarbeiten wollen. Wo finden Sie noch weitere Infos zu euch oder wo
Wo können sie euch folgen auf der Journey? Ich glaube, auf allen Standardkanälen sind wir sicher vertreten. Oder geh einfach mal zum sunnyside.studio. Da kannst du auch ein bisschen mehr über uns noch erfahren als Paar oder wie wir es machen. Kannst du mal eine Nachricht oder eine E-Mail schicken. Oder komm mal vorbei im Büro. Wir sind jetzt in der Belbstrasse, haben wir auch das Büro jetzt mit in Bern am Eigerplatz. Alle willkommen, würde ich sagen. Sehr cool, sehr feiner Kaffee, kann ich sehr empfehlen. Dries, merci vielmals für das Gespräch. Merci gerne dir. ein anderes Mal. Sehr gerne. Und noch eine gute Woche. Danke, das wünsche ich dir auch. Merci. Für dich. Nächste Woche geht es weiter mit einem spannenden Gast. Bleib dran. Und was mir mega würde helfen, ist, wenn du deine Bewertung auf Spotify abgibst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.